time passes. You're still here. More. Geheimnis? The narrator ignores you. Der Erzähler ignoriert euch. Er sagt, dass er uns ignoriert. Du kannst nicht einfach beschreiben, wie du uns ignorierst. I can. Und wie ich kann. Jetzt, der Erzähler ignoriert euch weiterhin. More time passes. You're still here. Wir haben ein Problem. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the Und basement of im that Keller dieser cabin Hütte ist is eine a Prinzessin. princess. Genau. Wir sind mal wieder im Wald. Wir sind mal wieder auf dem Pfad. Und wir sind mal wieder auf dem Weg in die Hütte. You're here to slay her. Wir sind hier, um sie zu erschlagen. Tust du es nicht, ist es das Ende der Welt. Also, was machen wir denn heute? Das Einfachste wäre jetzt natürlich, einfach mal reingehen, ohne ein Wort zu verlieren und die Prinzessin töten. Will ich aber nicht. Hebe ich mir auf. Keine Ahnung. Wie wär's denn mit... Ja komm, ich setze mal den Weg in Stille weg. Ich will ja zumindest mal in die Hütte kommen. So, du folgst dem schmalen Pfad bis zur Hütte. Darin findest du die Prinzessin. Ein Wort der Warnung, bevor du weitergehst. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Wir werden doch nicht wirklich, das doch nicht wirklich tun, oder? Sie ist eine Prinzessin. Unsere Aufgabe ist es, Prinzessin zu retten, nicht sie zu erschlagen. Ja, machen wir. Wir ignorieren den. Okay, Weg in die Hütte fortsetzen. Alles klar. Mal gucken, wo wir heute hinkommen. Okay. Das Innere der Hütte ist fast komplett kahl. Die Luft ist abgestanden, Fußboden und Wände sind von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein schmuckloser Holztisch. An der Kante dieses Tischs liegt eine makellose Klinge. Die Klinge ist dein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. So. Wir nehmen die Klinge mit. Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es auch eher schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Naja, wir könnten sie ja, also da er dauernd von erschlagen spricht, wir könnten ihn ja, keine Ahnung, einen Schuh über den Kopf hauen oder so. Mein ja nur. Also, dann betreten wir mal einen Keller. Hallöchen, Kellerchen. Normale Treppe. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Treppe frei, auf die von unten her ein schwaches Licht fällt. Die Luft ist drückend schwül und aus dem uralten Holz dringt ein Hauch von Fäulnis. Wenn die Prinzessin hier wirklich lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre Stimme dringt die Treppe hinauf. Wer ist da? Sie klingt gefährlich, fast so, als ob sie hier unten das Sagen hätte. Lass dich von ihr nicht täuschen, das ist alles Teil ihrer Manipulation. So... Also, ja, sie klang halt wirklich so gefasst, wie wenn sie uns halt erwartet und weiß, was los ist. Deshalb sind wir einfach mal ehrlich, oder? Hallo, ich glaube, ich soll dich töten. Wirklich? Warum kommst du nicht runter, damit ich dich sehen kann? Ja. Toll gemacht, jetzt können wir es nicht mehr überraschen. Viel Glück, du Held. So, dann gehen wir mal runter. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihrem Handgelenk fesselt sie an die hintere Kellerwand. Sie wirkt so kalt und schön. Kann sie denn wirklich eine Gefahr für die Welt darstellen? Konzentriere dich auf deine Aufgabe. Es war also kein Spaß gerade eben. Du bist wirklich hier, um mich umzubringen? Was? Niemals? Nein, das war kein Witz. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin nur hier, um zu reden. Zwing dich, ruhig zu bleiben und tritt vor. Du nimmst all deinen Mut zusammen und greifst die Klinge noch fester, bevor du vortrittst. Oh, du willst also nicht reden? Na schön. Wie kommst du überhaupt darauf, dass du mich töten kannst?
Glaubst du, ich bin ohne Grund in diesem Keller eingesperrt? Du hast nichts als ein kleines Messer dabei und müsstest schon ziemlich nah herankommen, um es zu benutzen. Ja, okay, stimmt. Ganz ehrlich, du solltest es lieber fallen lassen. Du willst nicht herausfinden, wie gefährlich ich wirklich bin. Sie ist unbewaffnet. Wenn du jetzt zögerst, ist es zu spät. Bring es zu Ende. Ist sie wirklich unbewaffnet? Tut mir leid, ich werde die Klinge nicht fallen lassen. Schlag die Prinzessin. Ich lasse die Klinge fallen. Die Klinge rutscht dir aus den zitternden Fingern und fällt mit einem unspektakulären Klirren auf den Boden. Danke. Vielleicht können wir jetzt einfach reden. Wider besseren Wissens gehst du auf die Prinzessin zu, um von Angesicht zu Angesicht mit ihr zu sprechen. Unbewaffnet. Keine Sorge. Das wird schon. Ich weiß nicht, was du damit erreichen willst, aber ich kann dir versichern, dass es keinen Sinn hat, mit ihr zu reden. Tu dir einfach den Gefallen und vergiss die Klinge auf dem Boden nicht. Du wirst sie brauchen. Da wären wir also. Seltsamer Start für unsere Beziehung, ja? Seltsam. Beziehung? Ja, dachte ich mir auch gerade. Beziehung? Wieso Beziehung? Wie bekommen wir dich hier raus? Wie heißt du? Wie lange bist du hier? Weißt du, warum ich dich töten soll? Gut, wir haben genug geredet. Alles klar. Oh, du hast dich entschieden, was du mit mir machen willst? Eigentlich nicht. Du weißt, warum du hier bist. Erschlag die Prinzessin. Ich hole sie hier raus. Ich werde dich hier unten lassen, zumindest für eine Weile. So können wir uns besser kennenlernen, während ich entscheide, was zu tun ist. Hört sich gut an. Scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Ja, eigentlich ist das genau das, was ich im vorherigen Run nicht machen wollte, weil... Ja, was ist denn das für... Also, ja. Es ist zu riskant, sie am Leben zu lassen. Wenn du dich nicht bald um sie kümmerst, wird sie einen Weg nach draußen finden. Ich finde einen Weg hier raus. Auf die eine oder andere Art. Du kannst es uns beiden einfacher machen, indem du mir hilfst. Und wenn nicht, dann wirst du es bereuen. Das verspreche ich dir. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich hoffe für uns alle, dass es die richtige ist. Da haben wir uns mal ziemlich schnell in eine doofe Situation reingedingsbumst. Erschlagen, Ketten untersuchen. Ich sperre sie im Keller ein. Ich weiß, du hältst das für einen fairen Kompromiss. Aber du irrst dich. So gewinnt niemand. Das Risiko müssen wir eingehen. Wir können es schaffen. Wenn wir einfach hier bleiben und Wache halten, muss niemand sterben. Ja, aber wie lange wollen wir denn Wache halten? Du machst einen Fehler. Okay, du drehst der Prinzessin den Rücken zu und gehst zur Treppe. Ich habe wieder das Messer in der Hand übrigens. Also ihr könnt das nicht sehen. Moment, ich könnte das aber einschalten. So. Normalerweise solltet ihr, schwupp, hier das Messer sehen. Du drehst der Prinzessin den Rücken zu und gehst zur Treppe. Bald werde ich diese Ketten abstreifen. Und wenn ich erst einmal hier raus bin, wirst du teuer dafür bezahlen, dass du mich zurückgelassen hast. Diese Ketten abstreifen? Das kann sie nicht, oder? Sie braucht unsere Hilfe, um hier rauszukommen. Aber hörst du, wie überzeugt sie klingt? Ich glaube nicht, dass sie blufft. So oder so, sie hat ihre Maske fallen lassen, oder? Du kannst immer noch umkehren und die Sache zu Ende bringen. Unglück, ich dachte schon, jetzt hätte ich die Chance verpasst, sie zu erschlagen. Nee, wir halten uns an den Plan, wir sperren die einfach ein. Du wirst uns alle umbringen. Aber wenn du meinst, mach, was du willst. Du schließt die Kellertür hinter dir und verbarrikadierst sie kurzerhand mit dem schweren Holztisch, auf dem vorhin die Klinge lag.
Also gut, We can make this work. wir schaffen das. Settle in against Du the lässt dich far an der wall. gegenüberliegenden Wand nieder und beobachtest die Kellertür. It isn't long before you start Schon to bald werden deine feel Augenlider the schwer vor eyelids Müdigkeit heavy und du with nickst ein. Doch der Sleep Schlaf doesn't bleibt come. aus. Instead, Stattdessen your rest is stört broken eine by a durchdringende, piercing, klagende wailing Stimme voice von der anderen Seite der from Tür deine outside Ruhe. the door. Ich weiß, dass du noch da bist. Warum erleichterst du dir die Sache nicht und lässt mich einfach raus? Diese kleine Tür wird ohnehin nicht lange halten. Und für dich wäre es besser, dich wieder mit mir gut zu stellen. She sounds Sie klingt zum Fürchten, als wäre sie nicht die Prinzessin, die du gerade gesehen hast, sondern eine Kreatur aus einem Albtraum. as she violently rattles Während sie the door. gewaltsam an der Tür rüttelt, tust du dein Bestes, sie aus deinem Kopf zu verdrängen. Wenn ich hier rauskomme, dann reiße ich dich Stück für Stück auseinander. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Und ich werde es dir nie verzeihen. Ich soll wenigstens mal aufhören, die Tür zu ballern. Du hast keine Ahnung, was für eine Feindin du dir heute gemacht hast. It doesn't sound Es like klingt nicht so, als she's getting hätten any ihre weaker. Wunden sie geschwächt. Was für Wunden? Sie hat keine Wunden. Wir haben ihr kein Leid zugefügt. Aber No, nein, it doesn't. klingt wirklich nicht so. Ich ignoriere die einfach und geh eine Runde pennen. Ignoriere sie einfach. Vielleicht hört ihr Gepolter und Gejammer auf, wenn du es einfach nicht beachtest. Ist immer eine gute Idee. Ignorieren hat schon viele Leute vorangebracht. Gute Idee. You put the princess's Du schiebst die Drohungen der Prinzessin so gut es geht beiseite und machst es dir an der Wand bequem. You jolt awake in the middle of the night to silence. Mitten in der Nacht schreckst du aus dem Schlaf auf. Die Hütte ist still. Der Lärm hat aufgehört. Die Kellertür ist angelehnt, ihr Schloss aufgebrochen und der Tisch beiseite geschoben. Shoved out of the way. Where is she? Wo ist sie? Danke, dass du mich aus diesem schrecklichen Keller befreit hast. You try and stumble to your Du versuchst taumelnd auf die Beine zu kommen, aber als die Prinzessin sich dir nähert, hört dein Körper auf, dir zu gehorchen. Die Lähmung setzt nicht auf einmal ein. Sie kommt in Wellen. Zuerst werden deine Zehen taub, dann die Füße, dann deine Beine. Du liegst bäuchlings auf dem Boden der Hütte und kannst nur zusehen, wie sie sich nähert. Auf wessen Seite stehst du? Auf eurer natürlich, aber es ist meine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Die Tatsachen zu leugnen, das ändert gar nichts an der Situation. Wie hilflos du bist. Ich darf mir doch Zeit mit dir lassen, oder? Sie nähert sich mit leisen Schritten, den Kopf neugierig zur Seite geneigt. Du spürst, wie deine Organe eines nach dem anderen versagen. Vielleicht kann ich mir doch keine Zeit mit dir lassen. Siehst gar nicht gut aus. Du bist ja ganz grün im Gesicht. Ist schon irgendwie... Wirklich jammerschade. Wenn du mir geholfen hättest, hier rauszukommen, hätten wir zusammen etwas Wunderbares erreichen können. Die Luft weicht aus deinen Lungen und dein Herz erstarrt in deiner Brust. Dir bleiben nur noch Sekunden. Ich würde dir ja viel Glück beim nächsten Mal wünschen, aber wir wissen beide, dass dies das Ende ist, nicht wahr? Das kann nicht sein. So darf es nicht zu Ende gehen. Es tut mir leid, aber genau so ist es. Alles wird schwarz und du stirbst. Kapitel 2: Der Albtraum. Du bist auf einem Pfad im Wald und am Ende des Pfads steht eine Hütte. Guck mal, So, ich tue mal ein bisschen schneller machen hier. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich gehe weiter zur Hütte. Komm, heute machen wir ein bisschen Schnelles. Ein Wort der Warnung, bevor du weitergehst. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Ich glaube nicht, dass Lügen und Betrügen ihr Ding ist. Letztes Mal war sie uns gegenüber sehr direkt. Zumindest nachdem wir beschlossen hatten, sie einzusperren. Spielt keine Rolle. Vertrau niemandem. Die Stimme des Paranoikers, okay. Dann setzen wir mal unseren Weg fort. So. Dann laufen wir mal ein Ründchen.
Mal gucken, was uns erwartet. The interior of the cabin is plain. Das Innere der Hütte ist schlicht und das glatte Holz der Wände nahezu strukturlos. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein einsamer Tisch, der umgestürzt in der Ecke des Raums liegt. Eine makellose Klinge liegt zwischen dir und dem offenen, einladenden Kellereingang. Die Tür ist weg. Die Fenster sind... Was sind das für Augen? Da auch. Also da war ein Fenster. Ja, der Spiegel, klar, der ist mal wieder da, aber... Die Klinge ist dein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Sekunde. Was ist mit der Tür passiert? Da ist nur ein leerer Türrahmen. Sie hat sich schon befreit, oder? Und sie ist vorbereitet. Sie wartet auf uns. Spürt ihr nicht, wie ihre Augen auf uns ruhen? Sind das ihre Augen? Reißt euch zusammen, ihr alle. Die Prinzessin hat sich nicht schon befreit, aber wenn ihr ständig in Paranoia verfallt, werdet ihr Mühe haben, die Mission zu erfüllen. Also, atme erstmal tief durch, deine Aufgabe wartet und nur du kannst sie erfüllen. Ich nähere mich dem Spiegel. Du trittst an die Wand neben dem leeren Türrahmen heran. Es ist eine Wand. Es ist nicht viel zu sehen. Was redest du denn da? Da ist keine Wand. Das ist ein Spiegel. Naja, jedenfalls wird es ein Spiegel sein, sobald wir den Dreck abgewischt haben. Spiegel abwischen. Du streckst die Hand aus und reibst über die Wände der Hütte. Ich hoffe, dir ist bewusst, wie albern du gerade aussiehst. Hat er ihn verschwinden lassen? Da muss was Wichtiges zu entdecken gewesen sein, wenn er ihn so hartnäckig verborgen halten will. Okay, Klinge nehmen. Du bückst dich und hebst die Klinge auf. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Gut, Stahl kann uns nicht anlügen. Aber wird das reichen? Hast du uns nicht was anderes geben können, irgendwie? Etwas Besseres als ein Messer? Eine Bombe? Eine Bombe oder keine Ahnung? Ein Raketenwerfer? Die Klinge ist das Einzige, was für diese Aufgabe nötig ist. Du kannst das schaffen, solange du nur an dich glaubst. Ich bin nicht sehr überzeugt, was bedeutet, dass ich nicht an mich glaube. So redet nur jemand, der weiß, dass er uns in den sicheren Tod schickt. Also, gucken wir mal ins Kellerchen rein. Ui. Du übertrittst die Schwelle, in der Dunkelheit schwebt eine Reihe einzelner Stufen, die hinabführen. Und das sind schon wieder Augen. Einzelne sogar. Und mehr Augen. Du erwähnst nie die Augen. Die Luft, die von unten hochsteigt, fühlt sich irgendwie elektrisch an. Als würdest du an einen Ort hinabsteigen, der nicht für Kreaturen aus Fleisch und Blut bestimmt ist. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre grausame und verspielte Stimme dringt die Treppe hinauf. Ich hätte nicht gedacht, dass du wiederkommen würdest. Du und ich werden zusammen viel Spaß haben. Wiederkommen? Sie muss dich mit jemandem verwechseln. Du erinnerst dich wirklich nicht, was? Egal, wir brauchen einen Plan. Wir wissen, dass wir nicht einfach unvorbereitet darunter können. Wie schwer ist es, ein Messer zu werfen? Ich werde mit ihr reden. Wir brauchen keinen Plan, ich werde sie einfach töten. Der Erzähler scheint sich sicher, dass ich das kann. Okay, spring in die Leere zwischen den Stufen. Ich gehe schweigend die Treppe runter. Hier, aufnehmen. Du gehst zum Fuß der Treppe. Unten findest du dich zwischen zwei losen Reihen weißer Holzplanken wieder, die im Nichts schweben. Wo der Boden sein sollte, heben sich vereinzelt Pflastersteine vom tiefschwarzen Keller ab und bilden vage Pfade. Dort, wo der Raum zu enden scheint, verlaufen sie in entgegengesetzte Richtungen. Links und rechts. Ist nicht schwer, wir gehen natürlich links. Sie könnte überall sein und wir können uns nirgends verstecken. Wir sind völlig ungeschützt. Willst du wirklich kein Wort darüber verlieren, wie seltsam dieser Ort ist? Nein, will ich nicht. Irgendjemand muss hier ja die Stimme der Vernunft sein. Und du bist es schon mal nicht. Wie bitte? Ich verhalte mich äußerst vernünftig. Du bist doch derjenige, der diesen Wahnsinn hier völlig nüchtern beschreibt, als wäre es ein ganz normaler Keller. Wir werden hier unten sterben. Ich will nicht nochmal sterben. Hör bitte auf, das zu sagen. Das macht es nur noch schlimmer. Wähl einfach eine Richtung und marschier los.
Ich würde mir an deiner Stelle keinen Kopf machen. Die Richtung spielt keine Rolle. Ich finde dich sowieso. Geh nach links. Geh nach rechts. Tu nichts. Dreh dich um. Geh zurück. Wir gehen natürlich nach links. Ich wollte sie nur veräppeln. Du wendest dich nach rechts. Ein kaum erkennbarer Pfad erstreckt sich vor dir. Hab ich dich? Ich hab doch gesagt, dass ich dich finde. Was ist denn das für eine? Als die Prinzessin sich nähert, werden plötzlich deine Beine taub. Kurz darauf auch deine Arme. Das war's, oder? Und du hast wieder dein Messerchen dabei. Wie süß. Irgendeinen Ausweg muss es doch geben. Denk nach, denk nach. Denk nach, McFly. Was hast du getan? Reiß dich zusammen. So sollte sie nicht sein. So, zuerst mal, sorry, aber ich muss dieses blöde Mauszeiger da wegmachen. Der nervt mich. Okay. Also, so sollte sie nicht sein. Wie oft kann ich wohl mit dir spielen, bevor du kaputt gehst? Was heißt hier kaputt gehen? Was ist das eigentlich? Was hat die für eine seltsame Maske auf? Dir wird schwarz vor Augen, als dein Blut beginnt zu gerinnen. Es ist, als käme jede Faser deines Wesens taumelt zum Stillstand. Herz, Lunge, Leber, Nerven. Herz, Lunge, Leber, Nerven. Du reißt deine Augen wieder auf und deine Lungen füllen sich mit einem verzweifelten Atemzug mit Luft. Was machst du da? Ich arbeite. Willst du, dass dieser Körper funktioniert? Oder soll er... Und dann verschwinden deine Sinne wieder, als dein Körper erneut langsam stirbt. Okay, was auch immer du gemacht hast, bitte mach einfach weiter damit. Ganz sicher? Bist du sicher, dass du das willst? Oder willst du mich nicht lieber weiter unterbrechen? Hier bleiben nur noch Sekunden. Ja, ich bin sicher. Lunge, Leber, Nerven, Herz, Lunge, Leber, Nerven. Wieder reißt du die Augen auf und schnappst nach Luft. Kannst dich wohl nicht entscheiden, was du tun willst, hm? Na, immerhin bist du als herumjapsender Fisch auf dem Trockenen unterhaltsamer als tot. Auch wenn es lächerlich aussieht. Sie greift uns nicht an. Wieso? Der Grund ist unwichtig. Sie hat ihre üblen Absichten längst bewiesen. Verlier nicht die Mission aus den Augen. Du hältst deine Waffe immer noch umklammert. Schlag zu und mache den Gar aus, bevor es zu spät ist. Also, nachfragen? Was nützt es dir lebendig? Was willst du von mir? Also, wir haben im Moment nicht mehr viel Kraft. Wir haben nicht mehr viel Kraft. Wir probieren's. Dein Wille konzentriert sich auf einen einzigen Punkt. Du ignorierst die ständigen Warnsignale deines geschundenen Körpers und greifst die Prinzessin an. Sie zuckt nicht einmal, als sich die Klinge in ihr Herz bohrt. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Und der Paranoiker immer noch im Hintergrund. Herz, Lunge, Nieren, Gallensteine, keine Ahnung. Du hast es tatsächlich versucht. Oh, das wirst du bereuen. Ich kann noch so viel schlimmer für dich sein als jetzt. Kann sie das? Wir haben schon erlebt, wie sie sich verändern kann. Herz, Lunge, Leber, Nerven. Du bekommst die Treppe nicht zurück. Wir sehen uns, wenn du irgendwann beschließt zu sterben. Okay, sie fällt zu Boden und regt sich nicht mehr. Oh, ich kann jetzt aufhören, oder? Ja. Und jetzt, da sie weg ist, kannst du uns hier rauslassen, nicht wahr? Aber sie war es nicht, die diesen Ort kontrolliert hat. Und jetzt ist sie tot. Mir gefällt der Gedanke nicht, was das für uns bedeutet. Also nicht, sie war es nicht, sondern sie war es. Also, ne? Aber war sie es nicht. So, egal. Ihr wisst, was ich meine. Lest halt mit, wenn ihr denkt, ihr könnt's besser. Es bedeutet, dass du hier festsitzt. Bis in alle Ewigkeit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Zeit vergeht. Die Ewigkeit endet doch bestimmt irgendwann. Oder? Nope. Tut sie nicht. Das macht die Ewigkeit ja ewig. Es endet nie.
I feel sick. Oh, ist mir schlecht. Doesn't have to be Aber es forever, muss nicht bis in alle Ewigkeit sein. Oh, ich weiß, was er meint. What do you mean? Was meinst du We damit? still have a Wir way haben Klammern out, immer noch einen clutched in our Ausweg. hands. You suggesting we Willst du kill sagen, wir sollen uns umbringen? ourselves? Won't we be Wären wir dead? da nicht tot? Ich schätze, naja, das hat es das letzte Mal auch nicht aufgehalten. That's a terrible idea. Das ist eine miese Idee. Du hast bereits die ganze Welt vor dem Untergang bewahrt. Wieso solltest du sterben wollen? Ja, jetzt, warum sollte ich weiterleben wollen, wenn ich nichts davon habe, dass ich die Welt bewahrt habe? Because right now, you don't want us to do Weil du that. gerade willst, dass wir es nicht tun. You're right. Ganz We recht. don't. Das will ich nicht. If we've already saved Aber wenn wir the die Welt world, schon gerettet haben, then was why macht does es it dann, wenn matter wir if we sterben? die? Why Was do kümmert you es dich? care? Das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. I just do. Es kümmert mich About eben. life, Ich schätze das Leben. Jedes Leben. Selbst deins. especially. Vor allem deins. Why? Warum? What do you mean, why? Wieso fragst du nach dem Wieso? Reasonable to value life. Ich denke, es ist absolut vernünftig, das Leben zu schätzen. Ja, Exactly. genau. I don't have to answer that. Ich muss darauf nicht antworten. That's a grim thought. Also isn't bin it? ich nicht aus Fleisch und Blut? Würde ich nicht verhungern oder verdursten oder so, bevor ich in Ewigkeit hier bin? Naja, ganz schön grausige Vorstellung. But I suppose Ja, da hast you're du wohl right. recht. Du bist You das are a Fleisch und creature Blut. of biology. Irgendetwas wird dir Something will happen zustoßen, to you bevor die before Ewigkeit forever comes along. wirklich ewig wird. We don't have to Wir starve müssen nicht to death. verhungern. You have Du hast our unseren way Ausweg. Benutz ihn. out. Use it. Das ist eine schöne Frage. Zieht die Klinge aus ihrem... Ach stimmt, die Klinge ist noch in ihrem Körper. Ah, okay, jetzt, ich habe den Mauszeiger ausgeschaltet. Im Moment habe ich eine normale Hand als Mauszeiger. Und ich dachte sowieso, habe ich jetzt nicht mehr dieses Messer in der Hand. Egal. Zieht die Klinge aus ihrem Körper... Warte. Wir warten mal. Mal gucken, ob wir wirklich Hunger kriegen. More time passes. Mehr Zeit vergeht. You're still here. Du bist immer noch hier. Sitzt der Erzähler eigentlich hier auch mit uns fest oder kann der auch irgendwie anders wohin? I'm stuck here with you. Ich stecke hier mit euch I wish fest. I weren't. Ich wünschte, es wäre anders. Feelings mutual. Da sind wir schon zwei. At least we're all Zumindest being honest. sind wir alle ehrlich. Ey, der ist so ein guter Optimist, der Held. Ah ja, also verstehe. Du willst nicht, dass wir sterben, weil du sonst einsam wärst. Wie süß. Unlike you, I'm Im not Gegensatz capable zu of euch being kann ich lonely. keine Einsamkeit verspüren. Oh, sure Ach, you are. ach was. Give it some Klar time kannst du. without us and I'm Ein kurzes sure you'll Weilchen start ohne feeling uns und ich bin lonely. mir sicher, du fühlst dich auch einsam. Okay, wir gehen so langsam. Also ich warte mal noch ein bisschen. More time passes. Mehr Zeit vergeht. You're still here. Du bist immer noch hier. Ich warte noch ein bisschen. More time passes. Mehr Zeit vergeht. Du bist You're immer still noch hier. More Mehr time Zeit vergeht. passes. Du bist immer You're noch still hier. here. Ich will mal gucken, wie lange ich das machen kann. More Mehr time Zeit vergeht. passes. You're Du bist still immer here. noch hier. Sorry, komm noch. More time passes. Ich weiß nicht, wie lange noch. Noch More 7 Mal. time 1. passes. More 2. time passes. More 3. time pa- More 4. time pa- More 5. time pa- More 6. time passes. Wir fragen mal nach. Es macht keinen Unterschied, ob ich sterbe. Wir kommen eh wieder, wie letztes Mal. Again? Wie letztes Mal? Das ist ärgerlich. That's unfortunate. Soll das eigentlich nur We were einmal hier supposed to be sein? here once. I don't like the way Mir you gefällt said nicht, wie du that. das gesagt hast. You knew Du this wusstest, was dass das possible. passieren könnte, oder? You. Of course I did. Natürlich, aber ich hatte wirklich gehofft, dass ich der Erste bin. Times the first one. Das erklärt aber so vieles, ne? Oh, du Bastard. Wie viel verschweigst du uns? Plenty. Eine Menge. Aber das ist alles nur zu eurem Besten. Und dem der Welt. Und meinem. Sie ist tot und wir sitzen bis in alle Ewigkeit in dieser höllischen Leere fest. Wie könnte es irgendjemandem schaden, uns deine Geheimnisse zu verraten?
Es ist einfach so. Hört zu, die Welt ist gerettet, aber wenn ihr von vorn anfangt, könnt ihr damit eine weitere Welt in Gefahr bringen. Ihr habt es gerade so geschafft, ihr den Todesstoß zu versetzen. Was meint ihr, wenn ihr es nächstes Mal nicht schafft? Okay, ich glaube, der erklärt das halt. Also, nochmal kurz zusammengefasst, ist ja schon, wie wir uns dachten. Es ist nicht so, dass das ein Reboot ist, dass das immer wieder dieselbe und dieselbe und dieselbe und dieselbe Welt ist. Es ist immer wieder eine andere Welt. Also jedes Mal, wenn wir sterben und neu anfangen, ist das in einer anderen Welt. Das heißt, eine Welt ist wirklich gestorben und ist wirklich weg. Ja, ich habe eigentlich schon zu viel gesagt. Ich sage kein weiteres Wort mehr dazu. Ja, aber ich habe doch die beste Gesellschaft, die man sich nur wünschen kann. Euch. Was will man mehr? Ich warte noch ein bisschen. Mehr Zeit vergeht. Du bist immer noch hier. So. Ja, da gäbe es doch so einiges, was man noch machen könnte. Genau, alles ist bestens hier. Überlegt euch einfach ein Spiel oder so zum Zeitvertreib. Moment. Kacke, meine Taschentücher sind leer. Das ist schlecht. Naja. Ja. Also Spiel überlegen zum Zeitvertreib oder so. Das Spiel lautet Warten. Mehr Zeit vergeht. Du bist immer noch hier. Verrätst du mir jetzt deine Geheimnisse? Nein. More time passes. More time passes. Und jetzt? Immer noch nicht? Irgendwann kriege ich dich schon noch klein. Du kannst also genauso gut jetzt gleich auspacken. Dann haben wir ein anderes Gesprächsthema. Du kriegst mich nicht klein. Oh, wir sollten ihn noch mal fragen. Er steht kurz davor, uns seine Geheimnisse zu verraten. Ich spüre es. Ganz sicher nicht. Zumindest gibt es uns eine Beschäftigung, ihn zu piesacken. Okay. More time passes. You're still here. Geheimnis? Der Erzähler ignoriert euch. Er sagt, dass er uns ignoriert. Du kannst nicht einfach beschreiben, wie du uns ignorierst. Und wie ich kann. Jetzt, der Erzähler ignoriert euch weiterhin. More time passes. You're still here. Wir haben ein Problem. Wir können noch warten oder die Klinge rausziehen. Ich will jetzt nicht zu schnell machen. Jetzt haben wir aber wirklich bald ein Problem. Echt jetzt. Alter, wie lang kann ich denn das machen? Hoppala, ich bin abgerutscht. Du ziehst die Klinge aus dem Körper der Prinzessin. Was genau hast du damit vor? Wirf die Klinge in die Leere? Erschlag dich selbst? More time passes. Du bist immer noch hier. Ja, mit einem Messer lässt sich viel besser warten. Da lässt sich die Zeit totschneiden. More time passes. Sorry, aber... ja... Hopp, ich verspreche euch. Echt jetzt, wenn wir hier rauskommen, das nächste gibt ein schneller Run. Wir gehen rein, wir schnetzeln sie ab, wir gehen wieder raus. So. Oh, ich habe die Klinge in die Leere geworfen. Oh nein, was machst du da? Du packst die Klinge fester und schleuderst sie mit aller Kraft in die Leere. Sie ist fort. Jetzt steckst du hier wirklich bis in alle Ewigkeit fest. Nun gibt's keinen Ausweg mehr. Abgesehen vom Verhungern meinst du wohl? Genau, abgesehen davon, meine ich. Du wartest und dann wartest du noch eine Weile, aber irgendwann kommt der Durst und der Hunger. In der Dunkelheit dieses Ortes hast du kein Gefühl für das Verrinnen der Zeit. Doch sie vergeht unerbittlich und langsam, aber sicher beginnt dein Körper zu versagen. Das Einzige, was du sicher weißt, ist, dass es ein langer, schmerzhafter Prozess ist. Das Ausmaß deiner Qualen lässt sich nicht in Worte fassen. Wir hätten die Klinge wirklich behalten sollen. Das wäre wirklich besser gewesen. Doch Biologie und Zeit sind unabänderliche Mächte. Und irgendwann, lang bevor die Ewigkeit wirklich ewig wird, umfängt dich die Schwärze und du stirbst.
don't muck it up. Vermassel es nächstes Mal nicht. Hier mag die Prinzessin erschlagen sein, aber dort ist sie es She nicht. isn't slain there. Kapitel 3. Der Wiedergänger. Ich glaube, ein Kapitel 3 hatten wir noch nie. You're on a path Du bist auf einem Pfad. Scheiße, das nimmt wirklich kein Ende, oder? Es ist egal, ob wir sie töten und es ist egal, ob sie uns tötet. Es geht einfach immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und dann noch ein bisschen weiter. Yes, so it does. Oh, die Stimme des Gleichgültigen. Ja, was tut es? Was macht er? Da hämmert doch irgendwas. No, there has to Nein, be a es way muss out. irgendeinen Ausweg geben. Das muss es einfach. What if Was wenn wir tun, worum sie letztes Mal gebeten hat? Was, wenn wir sie einfach gehen lassen? Okay. Okay, das ist also nicht das erste Mal und nicht das zweite. Wunderbar, wunderbar. Dann wirst du ja sicher alles über sie und die Gefahr, die sie für die Welt darstellt. Lasst mich euch nochmal daran erinnern, dass es eine Katastrophe wäre, wenn ihr irgendwie dafür sorgt, dass sie entkommt. Wenn sie entkommt, geht die Welt zugrunde und alle enden mit ihr. Euch eingeschlossen. Ach, bedrohst du uns etwa mit dem Tod? Und warum sollten wir Angst davor haben zu sterben? Das haben wir doch schon zweimal durchgemacht. Unser Tod hat uns lediglich wieder in diesen Wald verfrachtet, in dem wir uns wieder und wieder deinen leeren Drohungen annähern dürfen. Dieser Ort fühlt sich aber ein wenig anders an, oder nicht? Ich weiß nicht mal, wie ich ihn beschreiben sollte, aber es ist definitiv nicht mehr derselbe Pfad im Wald. Umso wichtiger ist es, dass ihr das hier endlich ernst nehmt. Wenn der Pfad nicht mehr derselbe ist, bedeutet das, dass ihr Einfluss größer wird und der Untergang der Welt bereits begonnen hat. Ihr Einfluss? Das hätte ich jetzt besser nicht gesagt. Es wird eure Aufgabe zwar erschweren, aber jetzt, wo es einmal raus ist, könnt ihr diese Information auch einfach als Zeichen des guten Willens zwischen euch und mir sehen und eure Aufgabe erledigen. Okay? Oh, das ist sehr gut. Er hat ziemlich schnell akzeptiert, dass wir schon mal hier waren. Vielleicht ist es nicht derselbe Erzähler. Wir haben sie getötet und wurden von ihr getötet und nichts davon hat sich für uns bezahlt gemacht. Wir wurden... ja, aber nein. Was passiert, wenn wir nicht zur Hütte gehen? Einfach zur Hütte weitergehen? Es gibt da noch etwas, das wir noch nicht probiert haben. Was passiert, wenn wir nicht zur Hütte gehen? Das wäre auch eine Option. Ich frage, also das ist das da. Ich frage aber erstmal nach. Ne, das ist ja, da gehen wir, ich frage mal nach. Dann findet sie alleine einen Weg nach draußen. Hier draußen herumzustehen ist also am Ende dasselbe, wie sie herauszulassen? Mit dem Unterschied, dass wir nicht zu ihr müssen. Das muss doch besser sein, oder? Nein, es ist eindeutig schlechter. Warum? Zuallererst mal, weil es feige ist. Und weil das Unbekannte immer schlimmer ist als das Bekannte. Aber eigentlich tut ihr gerade nichts anderes, als zwei gleich schlechte Optionen gegeneinander abzuwägen. Die einzige überlegenswerte Lösung ist, sie zu erschlagen, und welcher Irrglaube auch immer euch davon abhält, das zu tun, ist nichts weiter als das, ein Irrglaube. Wenn ihr es in einer anderen Welt bereits geschafft habt, sie zu erschlagen, seid ihr nur deswegen hier, weil ihr es irgendwie nicht richtig gemacht habt. Okay, jetzt frage ich aber mal, bist du derselbe Erzähler, den wir in den anderen Durchgängen getroffen haben? Du hast nämlich ziemlich schnell akzeptiert, dass wir schon mal hier waren. Das ist verdächtig schnell sogar. Wenn ich mich auf etwas festlegen müsste, würde ich sagen, ja und nein. Soll das ein Rätsel sein? Wenn ja, dann ist es nicht besonders gut. Ich habe euch, oder eher dich, nicht getroffen, aber du hast eindeutig mich getroffen. Für mich klingt es, als würdest du zwischen parallelen Realitäten hin und her springen, was bedeutet, dass das Ich, mit dem du jetzt sprichst, dasselbe Gebilde an Erinnerungen ist, wie das Ich, das du zuvor getroffen hast. Aber sobald du etwas tust oder sagst, wird die Kontinuität gebrochen. Wodurch sie letztendlich doch verschieden sind. Guck mal, da kamen die deutschen Texte nicht hinterher. Also, ja, ich bin dasselbe Ich. Aber mit dem Beginn unseres Gesprächs habe ich mich verändert. Stimmt. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, ihn zu töten. Aber er fordert es heraus. Vielleicht gibt es einen Weg, wie sie das für uns erledigen kann.
Also der Gleichgültige ist dafür, dass die Hexe rauskommt und den Erzähler eventuell tötet. Der Paranoiker ist dafür, dass wir die Hexe freilassen, also dass wir machen, was die Hexe sagt. Sie haben alle eindeutig eine Menge durchgemacht. Lass deine Entscheidungen nicht von ihrem Ballast beeinflussen. Du hast die Fähigkeit, die Dinge klar zu sehen. Ich rate dir, dass du sie benutzt. Okay, so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir nicht. Wir haben sie getötet und wurden von ihr getötet und nichts davon hat sich für uns bezahlt gemacht. Wenn wir diesen Kreislauf immer wieder durchlaufen, werden wir sie irgendwann befreien. Also können wir es genauso gut jetzt machen. Da setzt du aber ganz schön viel voraus. Nur weil du das, was du als Realität ansiehst, zweimal durchlaufen hast, bedeutet das nicht, dass es immer so weitergehen wird. Diese kleinen Stimmen haben bereits darauf hingewiesen, dass sogar der Pfad ein anderer ist. Die Welt an sich droht zu kippen. Sei dir bewusst, dass es immer eine Wahl gibt. Selbst wenn du an einem endlosen Kreislauf gefangen sein solltest, gibt es keinen Grund zur Annahme, dass dich die bloße Natur des Unendlichen dazu zwingen würde, eine bestimmte Wahl zu treffen. Okay, er hat noch weiter erzählt, aber das Deutsch kam wieder nicht hinterher. Du hast einen freien Willen, auch wenn alles leichter wäre, wenn du keinen hättest. Und du kannst einfach immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen und niemals davon abweichen. Wir werden von allen manipuliert, aber wir fangen langsam an, die Fäden zu sehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht in ihnen verheddern. Ich sehe hier sehr viele Fäden. Wenn ich nochmal so drüber nachdenke, wir sollten ihn nicht töten. Lasst ihn uns an einen endlosen Ort befördern. Ich würde gern sehen, was das mit ihm macht. Also eigentlich habe ich ja in Kapitel 2 gesagt, ja, wenn man das hier also zu Ende ist, ich habe gesagt, wenn das hier zu Ende ist, dann gehen wir einfach rein, machen sie platt. Und dann gehen wir wieder raus, alles ist gut. Aber wir sind ja nicht am Ende. Ich muss mich also nicht daran halten. Oh, Mann. Huch. Ich bin wieder auf Mausrad. Mann! Ja, wir drehen uns um. Ich flehe dich an, das nicht zu tun. Du wirst alles zu seiner Zerstörung verdammen. Du musst irgendwas unternehmen. Du kannst nicht einfach so weggehen. Dann sieh mal genau zu, wie wir entgegen deiner Einwände weggehen. Irgendwo in dieser Welt muss es einen Riss geben. Wenn er uns von draußen beobachtet, muss es einen anderen Weg nach draußen geben. Na gut, du folgst dem Pfad, der von der Hütte wegführt. Ich hoffe für uns alle, dass du es dir anders überlegst, bevor es zu spät ist. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Hörst du mich noch? Alles verschwimmt auf einmal. Was ist denn hier los? Wo sind wir? Ich weiß nicht, aber ich fühle mich hier wie zu Hause. Diesmal ist es wirklich passiert, oder? Wir sind tatsächlich zerbrochen. Okay. Die Welt um dich herum hat sich aufgelöst. Ihre physische Materie wurde durch ein strukturiertes Nichts ersetzt. Du befindest dich wieder in der langen Stille. Deine Erinnerungen kehren zurück. In der Ferne ist ein Grollen zu hören. Ein Geräusch, das aus einer Vielzahl an Geräuschen besteht. Der wogende Schal wird lauter, während sich etwas Fremdartiges nähert. Es ist übrigens der wogende Schall, nicht der wogende Schal. Das singt wer, oder? Du weißt bereits, was in den leeren Räumen lauert. Fühler tasten das Gefüge der Realität ab. Extremitäten ertasten dein Bewusstsein und wickeln sich darum. Du bist nicht mehr allein. Verwirrung. Warum bist du hier? Ich bin unvollkommen. Widerstand. Klauenartige Finger kratzen über die gläserne Oberfläche deiner Seele. Frustration. Dieses Gefäß ist mit dir ausgefüllt. Es hat keinen Nutzen für uns, wenn es uns nicht noch mehr Gaben bringt. Kraft, die auf deinen Willen einwirkt. Nein, du kannst nicht zurück. Nicht dorthin. Bedauern. Diese Welt ist nicht mehr zu retten. Wir müssen etwas Neues weben. Ein mahnender Finger. Der Faden an diesem Ort ist begrenzt. Verschwende ihn nicht. Ich bin deine einzige Rettung. Okay. You're on a path
in Du the bist auf einem woods. Pfad im Wald. And at the end Und of am that Ende des path Pfades steht is a eine Hütte. cabin. Und im And in the Keller dieser basement of Hütte that cabin is a ist eine princess. Prinzessin. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Was haben wir heute erreicht? Also wir haben sie zumindest einmal getötet. Wir hätten vielleicht doch zurückgehen sollen. Ja, hätte. Fahrrad, Automobil. Morgen geht's weiter, ihr Leute. Danke fürs Zugucken. Und ich hab's versprochen, morgen gibt's einen Speedrun, einen blutigen, stillen Speedrun. Bis morgen. Tschüss.